Willkommen beim neuen FIFA-Part, passend zum Finale. Italien gegen Spanien, Europameisterschaft, Sonntag. Also ich nehme es jetzt am Samstag auf. Ja, der Finale. Wer gewinnt? Und ja, ich hab gedacht, das ist etwas Besonderes. Und da tue ich doch gerade mal mit diesen Mannschaften gegeneinander spielen. Das sozusagen als kleine Prognose. Ich habe mich da für Italien entschieden. Also das ist... Ja, also Italien ist da logischerweise die schlechtere Mannschaft in FIFA. Und ja, natürlich, ich habe es dafür, die Spanier habe ich auf legendär gestellt, die Schwierigkeit. So dass es schon ein ausgeglichenes Spiel geben sollte. Ja, und außerdem eben, wie gesagt, haben sie auch die beste Mannschaft. Und ja, in Spanien bin ich in letzter Zeit nicht mehr so Fan. Einfach. Ja, und das sagt eigentlich auch schon, dass ich dann im Finale ganz leicht für Italien bin, gegen Spanien. Aber das erkläre ich euch noch. Während dem Spiel ist logisch das Thema der Final, aber auch noch die Halbfinals, wer gespielt hat und so. Ja, also wir starten. Die Aufstellung habe ich, ja, der Balotelli im Sturm und noch ein paar. Komische Typ. Nein, der, ja, einfach so ein bisschen die Standardaufstellung würde ich sagen. Mit Pirlo und so. Giovinico, der ist auch. Ja. Und wie immer vor dem Spiel stellen wir uns Also, die Frage, gibt es ihn, den Favoriten? Ehrlich gesagt glaube ich nicht, das ist völlig und wir offen. verlieren schon mal den Ball. Egal. Ja, reden wir doch zuerst mal ein bisschen über die Halbfinals. Und zwar hat sich da Spanien Ganz schwaches Zweikampfverhalten in dieser Situation. relativ glücklich durchgesetzt, muss man schon sagen. Penalty-Schießen gegen Portugal. Der Cristiano hat kassiert. Ja, ziemlich hart für Portugiesen halt, aber ich habe irgendwie schon gedacht, dass sie sich da, egal wie, durchsetzen. Und Spanien hat ja jetzt auch die Chance, als erstes Team drei grosse Titel hintereinander zu gewinnen. Sprich, also zweimal EM und Weltmeisterschaft. Und wer weiß, 2014 vielleicht schaffen sie sogar also 4 Titel hintereinander. Aber das hoffe ich nicht. Denn so, also ja, 2008 meine ich ja noch, wie das berühmte Tiki-Taka also Ballbesitz ist alles und so ein Zeug. Ist das noch recht attraktiv gewesen, aber ja, ich meine an der EM, naja, mittlerweile kennt jeder Gegner, also schon nicht mehr so wahnsinnig. Ja, es ist einfach, ja sorry, zum Einschlafen. Und das ist auch der Grund, warum das Jahr EM so für Spanien war. Schliesslich wollte ich nicht, dass wir das lang müssen sehen. Also ja. Er steht genau richtig, genau Der Rossi. da, wo der Flankenball hinkommt. Der Rossi ist eigentlich ein richtiger Double, also ja, der Balotelli. ziemlich unsympathisch. Ja eben, Spanien. Und das, ja, das ist auch der Grund, Italien hat eigentlich überrascht. Ich denke, die kriegen eh wieder in der Vorrunde raus. Sehr gute Aber es ist anders. Und wir haben den Lattenschuss und den Ballverlust. Und jetzt der Konter. Ja, aber es ist anders gekommen. Italien hat ziemlich gutes Spiel gemacht. Und ich glaube, sie haben... Also, scheiße. Und ja, ich glaube, ein neuer kleiner Star. Also ja, wie sagt man? Iniesta. Ein Talent, also ein guter Spieler ist jetzt erst richtig angekommen. Und zwar der Balotelli, der gefällt mir richtig an der EM. Er hat den Ball sofort verarbeitet. Ja, Gutes Stellungsspiel des Verteidigers und deswegen kam er noch rechtzeitig also dazwischen. der, jetzt schon 3 Goal, wer weiß im Wenn Finale. er im Mittelfeld an den Ball Der wäre kommt, auch wird es bald Torschützenkönig gefährlich. höchstwahrscheinlich. Andrea Pirlo. Ich meine, Maggio. der Torres, So also ja, sieht das der Trainer spielt gern. ja wieder mal nicht. Balotelli. Der Bosque lässt ja schlauerweise mit gar keinem Stürmer spielen, das ist auch etwas, was ich nicht verstehe. Was für ein Pass! Schon ein bisschen vorsichtig. Und dann der Schuss, Ablock. Und jetzt! Das sah nicht ungefährlich aus. Ja, aber das ist eins, was ich auch nicht verstehe von dem Trainer.
Del Bosque mit Nusch, also zum Beispiel, Sergio er hat Ramos. ja regelmäßig hat er mit dem Fabregas Ein gespielt, mit einem wunderschönes Mittelfeldspieler. Wenn da ist ja sogar der Torres besser. Also ja, Ein sehr schöner Pass. möchte ich auch damit sagen, So, dass ich nicht so der jetzt zieht er ab. Torres-Fan bin. So, Torres. es gibt Eckball. Nein, Wieder was draus machen. der ist glaub's, der ist außer vor, ganz einfach. Kopfball. Ja, ja, kein Problem. Der beste Stürmer für Spanien wäre natürlich der Villa, ganz klar, aber der hat sich ja verletzt. Balotelli. Tja. Xavi. Oh, jetzt gibt's auch das Goal. Geht er rein? Ja, Unglaublich. 6-0, Negredo. Ein Auge. Iniesta. Blöd. Wieder mal der Vorbereiter. Absolut, Manni. Der hat ein Riesenauge. Immer das für den besonderen Pass. Ja, jetzt gelegt, hat den Ball Klasse, wie er verloren. da das Aufbauspiel Aber des egal. Gegners zerstört. Ja, und Xavi Alonso. was soll ich noch sagen? Zum Final. Maggio. So, basteln wir es schön durch. Balotelli. Oh, da freut sich das Und er macht ihn, der Ausgleich. Balotelli ist wirklich für mich irgendwie ich finde ihn der beste Spieler an der EM. Ah, jetzt habe ich die Spanien-Goal nicht gezeigt, sorry. Ja, also ich finde ihn wirklich, ja nicht, ich weiß auch nicht, er gehört, für mich gehört er jetzt zu den neuen Lieblingsspielern. Weil er einfach so ein komischer Typ ist. Einfach halt ein Charakter, der mal ein bisschen Xavi. einen Scheissdreck anstellt und so irgendwie. Übrigens habe ich das Offside ausgeschaltet. Und da ist der Doppelschlag. Ah, auch sogar im FIFA dreht er durch, da, der Balotelli. Der ist übrigens ursprünglich von Ghana und ja, ist dann adoptiert worden von einer reichen Familie namens Balotelli. Aber das gehört ja eigentlich nicht dazu. Ja. Ja, wie sind die Teams ins Halbfinale gekommen? Wir haben ins Finale, indem sie zwei andere Teams geschlagen haben. Und von Portugal habe ich ja schon gesagt, im Penalty schießen. Ganz Pech für Portugal. Ich hätte es noch durchaus gegönnt. Wobei, ja, Spanien ist halt, ist irgendwie klar gewesen, egal wie. Aber vor allem zum Schluss vor Verlängerung haben sie sich dann dominieren lassen. Portugies ist schneller Kraft ausgegangen. Erst die Grätsche, dann der Angriff, so muss es sein. Sehr schön, aber jetzt muss das Ding nach vorne. Italien hat währenddessen eigentlich, ja kann man schon sagen, ein starkes deutsches Team ausgeschaltet. Ja, Und da ist ein Fehlpass von Pirlo. Und im Defensivverhalten nach wie vor aufmerksam. Ganz, ja, die Deutschen, eigentlich kann man schon sagen, sie haben es versucht, aber irgendwie haben sie Xavi Alonso. den entscheidenden Punkt haben sie. Iniesta. Da haben sie einfach nicht, ja, sie haben einfach durch 2 Goal, sie sind gerade in den Rückstand geraten. So schlecht haben sie gar nicht gespielt, aber es war wieder mal ein bisschen die Abwehr gewesen. Ein toller Pass, das könnte gefährlich werden. Der Lahm zum Beispiel das Offside aufgegeben hat. De Rossi. Und damit ist die Ja. erste Hälfte absolviert. Und der Balotelli, der sich bedankt hat bei Manchmal weiß zwei. man ja schon zur Halbzeit, wie es am Ende aussehen Und wird. natürlich auch der Löw mit seinen Hier die Klappe sagt komischen nicht aus. Entscheidungen, die muss man schon sagen. Definitiv nicht, das ist alles andere Ich meine, als wieso das, tut was wir der hier Reus, in den der eigentlich sehr, ersten sehr 45 gut gespielt gesehen hat, haben, auch alles meiner Meinung nach, raus und bringt dafür, wer hat er jetzt, einen Podolski oder einen Kroos oder so. Und der Kroos erstens noch nie gespielt von Anfang an. Während der Podolski auch noch nie gut gespielt hat, keine Vorlage, kein Goal, glaube ich. Also ja, er hat wirklich nichts. Also, Ja, so kann gibt es zwar, weitergehen. ja, er versucht es zwar, aber er ist einfach irgendwie außer Form. Vielleicht ist er noch frustriert, dass Köln abgestiegen ist. Ja, sie lagen hinten, Ah, scheiße. aber jetzt ist alles wieder möglich. Da ist der Ausgleich. Irgendwie hat's gerauscht. Und dann dieses Durch den Matta. Der Matta, Schau dir das mal an, diesen Abschluss, Mann. der hat noch Das gar ist nicht gespielt, Weltklasse. glaube ich. Herrlich gemacht. Wunderbar ins Eck. Und es steht unentschieden. Und ich weiß nicht, ob hier einer gewinnt. Und wenn ja, Suchen wir die wer? Lücke. Und verfehlen. Xavi Alonso. Xavi. Ja, eben. Das so viel zu seinen Wechseln. Und er hat jetzt auch noch ein paar andere gegeben.
Zum Beispiel der Klose. Sauer. Da fehlt jegliche Klose, der das Goal Konzentration gemacht in hat, diesem und glaub's noch als eine Vorlage, Spiel. De Rossi. bringt er raus für einen schlechten Gomez. Gomez ist also wirklich... Also wenn jemand sagt, er ist ein Erfolgreicher Ballkünstler, Zweikampf. dann Er habe muss ich glaube ich schnell etwas entscheiden und verpasst. er entscheidet Vorteil. Und er entscheidet richtig. Ja, ich weiss, er hat 3 Goal geschossen, aber... Schön gemacht. Uff, da habe ich Sie Glück machen gehabt. Druck. Das kann ja nicht mehr lange dauern. Dann fällt er, der Führungstreffer. Also nein, Gomez geht gar nicht. Und das ist so ein wichtiges Spiel. Das ist einfach meiner Meinung nach die Bayern heim. Und... Oh, so blöd Pass. Xabi Alonso. Ja, Bayern. Ich meine... ja, wer hat gut gespielt bei diesem entscheidenden Match gegen Italien? Also für die Deutschen entscheidend. Der Reus ist ja wieder reingekommen und... Ja, der hat wieder gut gespielt. Das ist einfach so. Der hat fast bei jeder gefährlichen Aktion hinter ja... Wie sagt man? Die Den Entscheidung Fuß des dazwischen Schiedsrichters gehabt. ist klar. Er muss Abstoß geben. Also ja, Ball hat war seine... im Tor aus. Da ist er beteiligt gewesen. Und über das De ganze Rossi. Turnier aus gesehen ist auch noch der Hummels gegen die Schweiz noch Das war katastrophal. gar nix. Ball landet Aber an der im EM Aus. hat er schön, also Xabi Alonso. souverän als Abwehrchef ist er da gewesen. Sergio Busquets. Er ist sicher, ja ich denke Ja, jetzt, er hat sich den Ball wieder geholt. Gut Mertesacker, gemacht. ja, der hat seinen Stammplatz verloren. Ich meine, sonst hat er ja gespielt. Das kann der Schiri normalerweise nicht durchgehen lassen. Ein Schiedsrichter wie Richter gnädig. Ja, aber jetzt muss er ein bisschen aufpassen, dass das Ganze hier nicht entgleitet. Die Spieler haben längst mitgekriegt, dass er viel laufen lässt. Balotelli. Ja, jetzt wieder extrem gelernt. Ja, der Schweinsteiger war ausser Form gewesen. Ja, aber irgendwie habe ich nie so das... Xabi Ja, Alonso. sie sind ein gutes Team, aber... Ja, wie sagt man? Vor der WM sind sie besser gewesen. EM sind sie Abelor. besser gewesen. Ganz klar. Also in der Qualifikation, so, wo sie noch Holland locker 3-0 geschlagen haben. Brasilien haben sie auch 1-3-2 geschlagen. Sergio Ramos. Aber Schöner irgendwie... Zweikampf, Ball Ja, ich besetzt. weiß auch nicht. Irgendetwas hat gefällt jedenfalls. Balotelli mit dem Die Feldpass. Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Ja, wieder eine. Abelor. Gutes, schnelles Passspiel. Abelor. Ja. Oh. Nein, nein, nein. Der könnte Pfosten. treffen. Er trifft den Pfosten, aber Achtung! Da habe ich Glück gehabt. Ich glaube, der Negredo hat sich der Negredo hat ja auch gespielt gegen Portugal. Balotelli. Ziemliche Katastrophenauftritt von ihm. Jovinko rennt einfach mal drauf los. Und er macht ihn! Jetzt haben Wieder sie die Führung für mich. 3-2. Es wird ja doch noch ein ziemlich attraktives Spiel. Ist auch gut so. Also einfach mit attraktiv meine ich halt viel Goal. Und auch schon ein paar Goalchancen, wobei... Meine Güte, ein bildschönes Tor, Buschi. Ja, wunderbar. Schau Ja, dir da das sieht mal man es an. nochmal. Jovinko, Flachschuss kleiner da Zwerg, ins hat sich Eck unten mal rein. durchgesetzt. Wenn der Ball so platziert ist, da ins untere Eck, das ist für jeden Torhüter schwer zu halten. Dann bringen wir es auf den Punkt. Das ist unmöglich. Xabi Alonso. Ich habe zwar weniger Ballbesitz, aber... Tja... Ich glaube, es ist wirklich eine Realität. Von Xavi. Er verteilt die Bälle Spanien hat heute mehr sehr Ballbesitz, gekonnt. aber Und schon wieder spielt er einen genauen die andere Pass. Mannschaft Er macht verteilt das die Bälle Goal. heute Also, sehr gekonnt. ich kann es mir durchaus vorstellen, dass es so wird, dass Spanien dauernd den Ball hat, aber Italien ständig kontert. Auch überhaupt nicht richtig. Also, So, wir bringen noch ein paar Wechsel. Er bringt nochmal einen frischen Spieler, weil er hofft, dass die Niederlage vielleicht doch noch verhindert wird. Und zwar bringen wir noch den Siru, weil man den als Sir Grugu... Agruguito... das ist... Agrugu erinnert halt einfach. Wenn ich weiss, wer das ist. Seine Let's Play... unter Let's Play... Black Ops, irgendetwas. Jedenfalls unter Black Das ist Ops ja ein Let's Play. richtiges Arbeitsbeschaffungsprogramm. Eben, ich habe einen neuen Goalie für den Grugu. Bassali. Mal schauen, ob er sich beweist. Okay, ich glaube, es hat schon die erste. Seine... Klasse Zuspiel. Und der Sir Grugu Macht hat er nicht den müssen rein, dann eingreifen. ist es der Ausgleich. Der ist reingekommen,
Sir... Ah nein, Sirigu heisst Die er. Chance überhaupt. Aber er tönt wirklich irgendwie ein bisschen wieder grün. Chiellini. Und dann habe ich noch den Nocerino, glaube ich, gebracht und der Di Natale. Balotelli. Der Di Natale hätte ja auch manchmal können zum Einsatz kommen. Das Passspiel klappt Er ganz ist ausgezeichnet 35 bei oder ihm heute. 34 oder so. Ziemlich alt schon, es ist auch sein letztes EM. Hat kein Goal geschafft, aber ja, er steht mit Italien im Finale. Was willst du mehr als Abschied? Wir schicken ihn gerade, der Di Natale. Das muss es sein. Und das ist wohl Entscheidung. Ein schöner Schlenzer in Sangeli. Ja, was will Spanien machen? Wobei, Der ja, Gegner ist am Boden und sie da sieht man es noch. Da habe ich den präzisen Schuss gemacht. Total einfach gemacht. Das gibt's doch Ja, gar das nicht. mache ich eigentlich nicht so, aber... Also Ja, mich würde denkt, dann die interessieren, Natale, wie wenn lange schon, er das auch noch ein für Goal, diese ein schönes Strecke Goal. gebraucht hat. Das war ja eine Und unglaubliche tatsächlich. Aktion. Xavi. 4-2. Da freut Ja, dann sich gibt's der noch... Trainer. Oh... Gut geflankt Und hat der er. Sögrugu Da mit ist dem er Ball. förmlich vom Boden geschnellt per Hechtsprung und kann den Ball noch abwehren. Ja, Der aha, Freistoß. voll für Das uns. hätte ein sehr gefährlicher Angriff werden können. Ah nein, der Motta nicht Klasse, gewechselt, wie genau. er die Situation Und der, der vor jetzt uns gerade den gehabt Fehlpass hat. gemacht hat. Und da haben wir doch noch das Goal kassiert. Vom Lorente. Oh, das ist einer, der noch nie gespielt hat. Da ist Der jetzt Lorente von wirklich Atletico noch ein Madrid. Pünktchen drin. Die Meiner anderen müssen Meinung nach hat er Ja, locker Einsatz verdient. dieses Tor kann Hat noch eine teuer sehr werden. gute Saison gemacht. Das ist ein Er ist ja in wahres in Schützenfest Europa heute. League Finale gekommen. Da ist die Natale. Noch echt auch unser letzter Angriff. Lag for the win. So, es ist jetzt nicht mehr lange zu spielen. Letzter Und Eckball vielleicht mit bringt dem jetzt Pirlo. dieser Eckball die Vorentscheidung. Balotelli. Ecke, Tor, so hätten sie es gerne. Aber Und jetzt hat der Ballverlust. Gegner den Ball. Und der Die Ballverlust von Situation uns. hat er Super. genau richtig eingeschätzt. Ja, das wär's gewesen. Der Match ist vorbei. Prognose 4-2. 4-3 meine ich. Wird auch nicht eintreffen. Da haben sich so ein paar Aber es Profis heisst darum, Sie haben gewonnen, dieses Freundschaftsspiel. Aber abhaken können sie es auch schnell. die Spielbewertungen. Aber das tut natürlich gut. Der Mit Sir Aufgaben, und da geht Sirigu, der Kopf hoch, Sirigu. da geht die Brust raus. Sieht ein bisschen komisch aus. Und mit diesen Bildern darf ich mich von Ihnen Ja, verabschieden. Spanien hat Tschüss halt eine und komische auf Wiedersehen. Aufstellung Ihr gehabt. Manni Breukmann. Aber was soll's, es war halt Spanien gewesen. Ja, da sieht man das Resultat. Ja, ihr könnt ja schreiben, für wenn das ihr im Finale seid oder wer das gewinnt, was ihr wollt. Halt über ein Finale meine ich. Ja, ein guter Match. Auf ein spannendes Spiel. Und so verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Part, euer Silverlight.